Hi zu meinem ersten Stream zu Day of Tentacle. Ich sitze seit ungefähr 2 Minuten draußen und ich kenne es schon von ganz früher, aber ich hoffe mal, dass es wieder verdammt gut wird. Ich spiele. Einen will ich nicht. New school and old school. Ich bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Könntest du was? Als könnte ich... Die Welt erobern! Oh mein Gott! Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernhard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Okay, schnell schauen. Optionen, Einstellungen. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Oh mein Gott! Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl noch mal zurück zum Tollhaus. LucasArts. Ja, Mann. Ist wirklich Nostalgie pur. Tim Schäfer.
Und das schreckliche Herrenhaus. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Paugi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Oh je. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Okay. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Ich habe Die Frage ist keine bloß- Ahnung mehr. Wo ist sein Geheimlabor? Aber wollen wir mal schauen, wa? Okay, durch Inventar blättern. Hervorheben, Charakter wechseln, Inventar. Ja, komm, finden wir alles selber raus. Schau mal an, drücke, ziehe. Schau mal an, nimm. Ein gartenbaulicher Albtraum. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Okay, dann wollen wir mal schauen, wa? Plastikkatze, benutze Besser nicht. Textbuch. Laverne kümmert sich um diesen Bereich. Dann gehen wir mal ins Büro, ne? Schau an, Bild. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Ach so. Schweizer Starburg. Schau an. Okay. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Das steht da gut. Brücke. Siehe, Wen soll benutze. ich anrufen? Junge, die Edisons sind eine ziemlich hässliche Familie. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Star Wars. Immer Mies. darauf achten, richtig im Bild zu stehen. Okay. Schublade. Öffne Schublade. T-Bags. Gib T-Bags, Trippe, ziehe, nutze, schau an, nimm. Textbuch. T-Bags. Okay. Pendeluhr. Hoagie sieht hier schon nach dem Rechten. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Was denn nicht? Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Okay. Laverne,
Wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass Sie uns das gesagt haben. Ja, Im Bernhard Keller. wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte. Tschüss. Oh ja. Jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes mutiertes Tentakel schon anrichten? Gar keins. Verdammter Mist. Dr. Fred, Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Go back Das to ist the alles time. deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Chrono John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Oh mein Gott. So weit, so gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es Ja, funktioniert. natürlich. Ich kann es nicht glauben. Ha! Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Nein. Oh. You old outhouse. Es ist irgendwo in der Zukunft, wa? Nicht mehr in der Gegenwart. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hogi und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der Dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hogi denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja,
Nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hogi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Irgendwo. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Okay. Chronochron. Zeitmaschine. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Nicht. Toilette. Chronochron. Puh, ich bin überrascht, dass ich da lebend rausgekommen bin. Treppe nach oben. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Hamstergenerator. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Zu tun. Tun. Es ist Dr. Freds Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow! Benutze. Nimm. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Ja. Durch die Zeit! Mithilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Nix da. Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieß noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi, komm hier rüber. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Red Edison. Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Tada! Okay. Es hat keinen Strom. Stark. Diese Tür ist wohl verriegelt.
Diese Tür ist wohl verriegelt. Die alten Toiletten. Der Vater unseres Landes sieht mich an. Wow. Okay. Ich komme nicht dran. Unterdessen. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Okay, what the fuck? Gasthaus. Was können wir denn noch? Ja, mal zum Gasthaus. Hallöle. Feld. So, sobald Togi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Okay. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Sie ist jetzt wieder an. Warnung, der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Okay. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Hey, Dr. Fred! Wir müssen etwas unternehmen. Was schlägst du vor? Kein Diamant für die Zentraleinheit. Keine Kraft für die Zeitschüssel. Ein mutiertes Monster. Stromert draußen rum, erobert die Welt. Ein schwarzer Tag für die Forschung. Wie wäre es damit, Purpurtentakel zu fangen? Er Ja, ist schon keine lange schlechte weg. Idee. Vielleicht übernimmt er gerade die Welt. Bald sprechen wir alle, nun Englisch, denke ich. Warum können wir die Zeitmaschine nicht so reparieren? Es braucht einen ganz neuen Diamanten. Wo kriege ich nur das Geld dafür her? Ich dachte, Sie wären reich. Nun, ich habe von der TV-Show nicht so viel Geld bekommen wie angenommen. Wir mussten unsere Villa wieder als Hotel vermieten, um etwas Geld zu verdienen. Ja. Wenn ich nur den Vertrag rechtzeitig unterschrieben hätte. Welche TV-Show? Nun, nach dem Vorfall, wo ich von dem Meteor aus dem All besessen war, hatte jemand beschlossen, eine Show zu machen. Aber sie haben uns nichts bezahlt. Alles, was wir bekamen, war dieses Videospiel.
Wow, das war ein Bestseller. Ja, ich hatte aber vergessen, den Vertrag zu unterschreiben. Ich habe ihn immer noch oben liegen. Holen Sie den Vertrag und zeichnen Sie ihn ab. Ich habe die Kombination vergessen. Aber das ist so blöd, Dr. Fred. Ich weiß, ich habe wahnsinnige Albträume deswegen. Jede So Nacht ein träume ich Lügner. davon, den Safe zu öffnen. Aber da ist nur etwas Schreckliches. Immer und immer wieder, Nacht für Nacht. Trinken Sie deswegen so viel Kaffee? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Wir müssen etwa... Ja, wir müssen... Was wäre, wenn wir... Ich könnte ja meine Matschmaschine ausschalten. Sie haben eine Maschine, deren Aufgabe es ist, giftigen Matsch zu produzieren. Man kann kein Hightech-Labor wie dieses haben und dann, ohne giftigen Abfall, die anderen Wissenschaftler würden lachen. Gibt es nicht irgendetwas, was wir machen können? Geh Diamanten einkaufen. Sie bekommen noch wunde Hände, wenn Sie so weitermachen. Tut mir leid, liegt am Kaffee. Vielleicht sollten Sie entkoffeinierten Kaffee... Nein, dann schlaf, die Träume kommen wieder. Wie läuft das Geschäft bei... Nicht allzu hauptsächlich leben wir davon, unser Hotel zu vermieten. Davon und von Ednas Trinkgeld vom exotischen Tanzen. Sag Bescheid, wenn du den Diamant hast. Okay. Treppe nach oben. Treppen. Ja. Schlafender Kongressteilnehmer. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von $2 Millionen. Oh. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Viel zu teuer. Nicht gut, das klappt nicht. Lange Nacht gehabt? Ich versuche die Welt vor einem Tentakel zu retten. Netter Raum, den... Das erinnert mich an den Großkartenladen, in dem ich gearbeitet habe. Ich hatte einen Onkel... Katze. Das Stahlwerk nebenan hat sich über den Lärm beschwert. Tja, danke, Sie waren sehr... Modernes Design, stabile Konstruktion, alles in allem ein schönes Telefon. Ich habe nichts gegen dieses Telefon. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet $2 Millionen. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846 427 35327. Es tut mir leid, hier steht, dass das Konto leer ist. Oh, schade. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, dann war's das mal mit dem ersten Teil zu Day of Tentacle.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, geht es sicherlich morgen wieder weiter.